Dann kommen wir jetzt zur Serie Cobra Kai und hier der 4. Staffel. Vorweg, Spoiler-Alarm, ich werde viel spoilern. Das heißt, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr vielleicht die nächsten paar Minuten nicht zuhören oder zuschauen oder wenn ihr die noch schauen wollt. Ansonsten seid gerne dabei, wenn ich mich über die 4. Staffel auslasse. Also grundsätzlich muss ich sagen, hat mir die Serie von Anfang an super gefallen. Die haben es relativ gut geschafft, finde ich, die, die Atmosphäre der Filme auch einzufangen, trotzdem auch dem Ganzen einen neuen Anstrich zu geben. Und ich finde das super, wie die in der Serie die ganzen Charaktere aus den Filmen quasi einführen oder dort mitspielen lassen. Ich glaube, in der 3. Staffel war es, als der Daniel LaRusso dann in Okinawa war und Kumiko wieder gesehen hat und Chosen, also der damalige Gegner aus dem 2. Film müsste das gewesen sein, der aber auch jetzt hier in der Staffel einen ganz kurzen Gastauftritt am Ende hat, aber dazu komme ich gleich noch. Ja, schon direkt am Anfang habe ich mich gefragt, die 3. Staffel, die hat ja geendet mit Daniel LaRusso und Johnny, die ein gemeinsames Dojo oder Dojo quasi aufmachen. Das heißt, Cobra Kai, da ist ja der Johnny quasi ausgetreten, weil sein früherer Lehrmeister ihm die ganze Sache quasi abgenommen hat. Und an der Stelle war es dann eben so, dass die sich zusammengetan haben, der Johnny und der Daniel, und wollen jetzt gegen Cobra Kai gemeinsam vorgehen. An der Stelle habe ich mich zum Ende der 3. Staffel, aber auch zum Anfang der 4. Staffel schon gefragt, ob sich da Mr. Miyagi nicht im Grab umdrehen würde, weil hier ja doch zwei sehr unterschiedliche Denkweisen aufeinandertreffen, wie Karate gelebt und unterrichtet werden sollte. Also Johnny, der eher aggressiv an die Geschichte rangeht, der offensiv ist, der auch generell im Leben wenig Zurückhaltung übt. Und die Miyagi-Art und Weise, wie es wie der Daniel lehrt, wo es eben nur zur Verteidigung geht, ein Lebensstil, der eben auf Ruhe und Besonnenheit basiert. Und an der Stelle habe ich mich schon gefragt, ob da Mr. Miyagi so glücklich drüber wäre. Aber gut, wir werden es jetzt nicht mehr erfahren. Grundsätzlich fand ich das aber auch nochmal an der Stelle die Staffel aber wirklich auch sehr gelungen. Das nächste ist, dass Mr. Miyagi ja eigentlich sich eher so die besonderen Menschen ausgesucht hat, um seine Art von Karate oder Karate, wie er es glaube ich meistens nennt, weiterzugeben. Und zum Beispiel jetzt mit Daniel, der ein Außenseiter ist, der gemobbt wird, um sich da eben im Zweifel auch verteidigen zu können. Und der letzte Punkt war, dass eben, wie gesagt, Mr. Miyagi Karate nur zu Verteidigungszwecken nutzt und Johnny ja durchaus auch zu Angriffszwecken. Also das ist ja auch der Spruch, den er an die Wand gepinselt hat in seinem Cobra Kai Studio. Strike first, also Schlag zuerst, ist das komplette Gegenteil von dem, was Mr. Miyagi quasi unterrichtet hat. Und von daher frage ich mich, ob ihm das so gut gefallen würde. Aber gut, grundsätzlich hat diese Konstellation aber viele sehr interessante Konstellationen aufgebracht, die in der Staffel. Von daher war das wirklich ein interessanter und unterhaltsamer Schritt. Richtig geil fand ich dann, glaube so ziemlich zur Mitte der Staffel schon, dass Daniel und Johnny gegeneinander gekämpft haben
um sozusagen herauszufinden, wer der Bessere ist und wer in Zukunft die Schüler unterrichten wird, weil man konnte sich denken, die zwei, die Harmonie zwischen den beiden, die hat nicht lange geweilt. Es hat relativ schnell angefangen zu knirschen und hat dann auch Probleme verursacht. Von daher fand ich das richtig geil, dass sie hier diesen Kampf ausgetragen haben, sozusagen das Revival vom Finale, vom ersten Film. Und Spoiler-Alarm, das ging leider unentschieden aus. Für die Serie vermutlich am besten und richtig gut gewesen. Vor allem war der Kampf auch super inszeniert, auch wie dann dieses Unentschieden zustande gekommen ist, war sehr, sehr lustig. Ähm, aber ich weiß ja nicht, eigentlich würde ich sagen, dass die Art und Weise, wie Mr. Miyagi das Karate verbreitet hat, gelehrt hat, eigentlich der Art von Johnny überlegen sein sollte. Und Daniel hatte ja eigentlich relativ lange Zeit, das auch zu üben, auch wenn er da natürlich mit Sicherheit nicht so gut ist wie Mr. Miyagi, aber hätte ich eigentlich jetzt erwartet, dass er da eher Vorteile hat. Gut, dann kam in der Staffel, das hat ja auch das Ende der dritten Staffel schon angedeutet, Terry Silver wieder auf den Plan, also so einer der Kontrahenten aus dem dritten Karate Kid-Film. Und da muss ich sagen, den habe ich absolut nicht wiedererkannt. Also ich habe gedacht, keine Ahnung, das ist er doch im Leben nicht. Aber als er dann später die Haare nach hinten gemacht hat, sein Grinsen aufgesetzt hat, da habe ich gedacht, ja, okay, doch, er ist es. Das konnte man dann relativ gut erkennen und wiedererkennen. Und der Terry Silver, der hat eigentlich mit Karate abgeschlossen gehabt und hat sich ein Leben abseits von Cobra Kai aufgebaut, hat auch sein Tattoo entfernen lassen von Cobra Kai, ähm, war beim Psychologen oder Psychiater und hat sich da helfen lassen, um das eben zu überwinden. Hat dann aber irgendwie doch nicht lange gedauert. Also am Anfang hat er den Kreese noch rausgeschmissen, und dann hat er aber doch irgendwie wieder Blut geleckt und fand es dann doch irgendwie wieder geil, dem Daniel LaRusso sozusagen den Arsch zu versohlen. Die Wandlung fand ich jetzt relativ schnell und extrem. Ich weiß nicht, vielleicht hatte er sich dann irgendwie selbst angelogen und deswegen war die Verwandlung dann so schnell gegangen, weil eigentlich jemand anderes in ihm steckt. Aber ja, ich fand es schon ein bisschen schnell, wie es gegangen ist. Aber gut. Ähm, Im Sinne der Filme ist es, denke ich, trotzdem passend gewesen und hat dann auch der Staffel durchaus weitergeholfen, würde ich sagen. Aber auch die nächste Wandlung, die in der Serie vollzogen wird, die von der Tori, die finde ich auch so ein bisschen schnell und merkwürdig gewesen. Also die war ja eher so auf Krawall gebürstet, ja, andere verletzen, ich stehe für mich selbst und so. Klar, die hat natürlich jetzt keine Eltern mehr, die für sie da sind. Die muss gucken, wie sie allein durchkommt. Sie hat viele Widrigkeiten zu überstehen gehabt. Und insofern war es natürlich auch klar, oder ja, ist es, denke ich, auch klar, dass sie eher so der Einzelkämpfer-Typ war. Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen über das Ziel hinausgeschlagen hat. Ich meine, gut, die ist noch Teenagerin, da macht man öfters mal dumme Dinge. Aber dass quasi so diese Tori ist ja so die Erzrivalin von der Tochter von Daniel, ich glaube Samantha heißt die. Ich würde sie jetzt einfach mal als Sam abkürzen. Und die haben ja so ein Beef gehabt. Und die haben sich auch gegenseitig verletzt, gemobbt, gekämpft und was weiß ich alles. Also von daher haben die ähm, ja, viel Stress miteinander gehabt. Und die Frau vom Daniel, die Amanda, die hat es dann irgendwie rausbekommen, dass sie eben keine Familie hat, dass die Tori immer allein ist und hat sich dann auch so ein bisschen schuldig gefühlt, weil sie dieser Tori eben auch viel vorgeworfen hat, wie sie
quasi ihre Tochter verletzt hat, wie sie generell mit dem ganzen Ding umgeht oder umgegangen ist. Und das war eben ja dann so, dass die Amanda gesagt hat, okay, hopp, dann helfe ich der doch. Ja, dann reiche ich ihr mal die Hand, biete ihr meine Hilfe sozusagen an, weil die Tori ja auch von der Schule verwiesen wurde, aber sie eben zur Schule gehen muss, um ihren Abschluss zu bekommen und dann später eben mal einen ordentlichen Job zu bekommen und Geld zu verdienen. Gut, also zuerst war die Tori natürlich sehr zurückhaltend und abweisend, hat sich dann aber eines Besseren besinnt und war kein leichter Weg, hat dabei ihren Job verloren unter anderem. Letztlich nimmt sie aber die Hilfe von der Amanda an, die eben ein gutes Wort quasi für diese Tori einlegt, damit die Tori wieder zur Schule gehen kann und ihren Abschluss zu machen. So weit, so gut. Aber dass sie jetzt, vor allem dann am Ende, im Endkampf sieht man das ganz gut, sozusagen sich um die Sam besorgt ist, ja, weil sie im Kampf die irgendwie aus Versehen verletzt hat oder so. Das fand ich dann schon einen sehr, sehr schnellen Wandel an der Stelle. Ich meine, gut, in der Serie waren es 2 Monate, aber in der Serie selbst dann irgendwie 2 Episoden, die das gedauert hat. Fand ich ein bisschen schnell, aber wird auf jeden Fall auch in der 5. Staffel sehr interessant sein zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zumal die Tori ja auch am Ende der Staffel herausgefunden hat, dass Cobra Kai eigentlich nur gewonnen hat, weil der Terry Silver den Ringrichter bestochen hat. Ja, aber da kommen wir später noch drauf. Ja, nächstes, ich nenne es jetzt mal Beziehungsdreieck in der Serie, ist der Johnny. Und da muss ich sagen, bin ich von Anfang an, also zu Beginn der Serie, bevor ich sie gesehen habe, war ich schon ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, Serie über Cobra Kai und Johnny, das ist doch eigentlich ein Riesenarsch gewesen in dem ersten Film, ja, über den kann man doch eigentlich keine ordentliche Serie machen. Aber so wie sie es jetzt aufgezogen haben, auch wieder mit Daniel LaRusso dabei und so weiter und so fort, hat sich das, finde ich, richtig geil gemacht. Und der Johnny, der hat ja einen Sohn, den Robbie, der oder die eben kein sonderlich gutes Verhältnis haben. Und weil sich der Johnny da auch eben so ein bisschen ja, schuldig fühlt, hat er eben in Miguel, der eben so ein Außenseiter war, der gemobbt wurde, so ähnlich wie Daniel früher in der Schule von Johnny selbst eigentlich, hat der Johnny sich Miguel angenommen und hat ihm geholfen, hat ihm Karate beigebracht in den ersten 3 Staffeln, dass er sich verteidigen kann, dass der mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein bekommt. Und das hat er auch richtig gut gemacht. Und im Grunde genommen ist Johnny auch eine Vaterfigur für diesen Miguel geworden. Vor allem dann in der 2. Staffel oder wann es war, als sich Miguel verletzt hat am Rückenmark und sich dann zurückkämpfen musste, bis er wieder gehen konnte. Und die sind wirklich zusammengewachsen, richtig gut zusammengewachsen und haben eigentlich auch wirklich eine Vater-Sohn-Beziehung quasi aufgebaut. Als dann Johnny aber betrunken war in einer der Folgen, hat er, ja, hat er im betrunkenen Zustand Miguel, der ihn nach Hause gebracht hat, irgendwie gesagt, mit Robbie angesprochen, ja, also, dass ihm leid tut, Robbie und so weiter und so fort. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht, auf jeden Fall. Und da hat man auch gemerkt, dass an der Stelle in Miguel quasi ein bisschen das Herz gebrochen ist, weil er eben gemerkt hat, dass Johnny eigentlich Robbie hinterher traut oder trauert und diese Beziehung kitten will, das aber nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat bis dahin. Und finde ich sehr schade, weil das eine wirklich schöne Beziehung war zwischen den beiden. Und weil, ja, ich glaube, dass der Johnny das so eigentlich auch gar nicht fühlt und gemeint hat, sondern hopp, wir waren alle mal betrunken irgendwann und da redet man halt schon mal Scheiß, das ist halt so. Das darf man nicht immer alles für voll nehmen. Ähm, Fand ich da an der Stelle sehr schade. Wird dann interessant zu sehen sein, wie es dann in der 5. Staffel weitergeht, weil ja Miguel am Ende der 4. Staffel ja quasi abgehauen ist
und seinen Vater sucht, der eigentlich, wie sich dann herausgestellt hat, noch nicht mehr weiß, dass er überhaupt existiert. Robbie, der sich ja auch so ein bisschen zum Arsch entwickelt hat in den Staffeln davor, der am Anfang eigentlich relativ sympathisch war, der ist dann auch so langsam sich am Öffnen gegenüber seinem Vater, realisiert, dass Cobra Kai vielleicht, zumindest in der Art, wie es von Terry und Kreese unterrichtet wird, nicht unbedingt die beste Herangehensweise an Karate oder sein Leben ist. Wird mal interessant zu sehen sein, wie es da weitergeht. Was der Robby natürlich genial gemacht hat, war, dass er quasi Miyagi-Karate, das er ja von Daniel so ein bisschen gelernt hat, mit Cobra Kai Karate kombiniert hat. Auf die Idee sind Johnny und Daniel erst wesentlich später gekommen. Das war eigentlich mein erster Gedanke, dass das doch eine gute Idee wäre, den eher Verteidigungsstil von Miyagi mit dem offensiven Stil von Cobra Kai quasi zu verknüpfen. Aber okay, irgendwann kam sie da ja dann auch drauf. Hat aber natürlich dann dazu geführt, dass diese Cobra Kai-Kämpfer den Miyagi-Kämpfern eigentlich auch ein Stück weit überlegen waren. Zumindest zwischenzeitlich, nachher im Endkampf war es dann wieder relativ ausgeglichen, aber zu der Abrechnung komme ich noch. Was dann auch mega komisch war, zumindest für mich, war, dass der Sohn von Daniel irgendwie so ein richtiges Arschloch geworden ist. Der andere mobbt, der andere quält, ja. Ich meine, der war ja in den ersten Staffeln auch eher ein bisschen schwergewichtiger, war da mit Sicherheit, weil er auch so ein bisschen nerdig unterwegs war, nicht der beliebteste in der Schule. Von daher hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass der jetzt solche Züge annimmt. Zumal das, was Daniel lehrt, ja, der lehrt ja durchaus und lebt ja auch durchaus die Lebensweise von Mr. Miyagi, da passt das eigentlich null dazu. Aber an der Stelle sieht man dann halt eben vielleicht auch, dass er sich in der Vergangenheit vermehrt um seine Tochter gekümmert hat, ihm der Karate beigebracht hat, den Lebensstil beigebracht hat und und. Und sein Sohn mit dessen Hobbys, ja, zum Beispiel Spielen, er vielleicht nicht so viel anfangen konnte, den er so ein bisschen an der Stelle vernachlässigt hat, ja, wobei sich der Sohn dann natürlich auch nicht so dafür interessiert hat für Karate, ja, war halt eher so, ja, ich sage jetzt mal wie ich, eher der Gaming-Typ. Und ich fand es dann aber schon sehr, sehr merkwürdig, dass er doch sehr auf diese Mobbing-Schiene quasi abgedriftet ist und einen neuen Mitschüler wirklich aufs Übelste gemobbt hat. Also das war schon echt heftig. Und das würde ich auf jeden Fall, wenn ich sowas erlebe, ganz stark unterbinden, wenn ich sowas mitbekomme, weil ich halt vom Mobbing so oder so überhaupt nichts und in so einer krassen Form, also das war schon heftig, finde ich. Und das finde ich auch sehr schade, weil es dazu geführt hat, dass der neue Schüler an der Schule, Kenny heißt der, dass der so eine starke Wandlung dadurch erlebt hat. Ne? Also der war am Anfang, fand ich, oh, das ist ein geiler Charakter, der ist richtig cool. Ja, der war gut drauf, der war immer happy, der hat gespielt, der hat getanzt, der hat Musik gehört, ja, der war offen, der war richtig sympathisch. Und dass so jetzt dem Daniel, sein Sohn, der quasi so der neue Johnny war, ja, also was Johnny im ersten Film quasi mit Daniel gemacht hat, nur noch eine Schippe draufgelegt, hat Daniel quasi der Sohn von Daniel mit Kenny gemacht. Und dadurch hat sich der natürlich verändert. Ich meine, man zieht sich dann, denke ich, zurück, ja, zieht sich ein bisschen sich zurück, will keine Freunde haben, wird vorsichtiger, klar. Aber dass er jetzt quasi in das komplette Gegenteil umgeschlagen ist, also ähm, vom
ich renn weg und werde gemobbt und mein Leben ist scheiße und ich will eigentlich schon fast gar nicht mehr leben sozusagen, zu, ja, ich schlag dir jetzt direkt in die Fresse, wenn du mir dumm kommst. Die Wandlung, die war schon auch ziemlich krass in der Staffel und die war schon auch, wo ich sagen würde, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt jemals so stark hätte ändern können, weil ich gemobbt werde. Ich habe in der Vergangenheit dann eher gedacht, ja gut, in 1,5 Jahren oder in einem Jahr bin ich die eh los, ähm, dann habe ich damit kein Problem mehr. Ja? Das war schon interessant, weil der Charakter Kenny jetzt von mega sympathisch am Anfang zu total unsympathisch am Ende geworden ist. Aber ich bin gespannt, wie es in der 5. Staffel weitergeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Kenny nochmal auf die richtige Bahn zurückfindet. Kommen wir zum Endkampf. Gut, das hat man ja in so Filmen öfters mal oder auch in Serien so nach dem Motto, ja komm, lass es uns im Ring austragen, ja, wer der Beste ist und die anderen, die ziehen sich dann zurück. Gut, prinzipiell kein Ding, kann man so machen. Dieses Kampfturnier wurde reformiert, das heißt, die ganze Zeit war es ja einfach nur ein Turnier mit Kämpfen, also der Erste, der 3 Punkte hat, gewinnt. Und dann Turnierbaum, irgendwann Finale und der hat dann gewonnen. Haben sie jetzt abgeändert, fand ich auch ganz spannend, dass sie quasi verschiedene Kategorien eingeführt haben, also zum einen Frauen und Männer getrennt antreten lassen haben, aber eben auch eine Kategorie mit Waffen, wie geht man mit Waffen um und eine Kategorie, wo man, glaube ich, Steine durchschlagen musste, war es, genau. War mega interessant. Ähm, Vor allem auch, wie dann die einzelnen Dojos abschneiden. Der, der größte Kritikpunkt, den ich daran habe, ist, dass im zweiten Film war das, meine ich, im zweiten Karate Kid, da hat ja Daniel diese Atemübung, ja, so ähnlich, ja, wie autogenes Training oder Yoga, ja, Atemübungen, ja, finde deinen Fokus und dann schlage zu, damit du die, ja, die Steine oder im zweiten Film waren es dann Eisplatten durchschlagen kannst. Und da hat er ja mega viel durchschlagen, weil er eben durch diese Atemübung seinen Fokus gefunden hat und die ganzen Platten quasi durchgehauen hat. Gut, in der Serie waren es jetzt dann Steine und an der Stelle habe ich nicht verstanden, warum die von Daniel, also seine Schüler von Daniel, ähm, diese Atemübung, diese Atemtechnik gelernt haben, aber die Technik nicht in diesem Wettkampf eingesetzt haben. Also sie haben ganz normal die Steine durchgeschlagen, aber ohne diese Atemtechnik, die ja dafür vermutlich gesorgt hätte, dass die da etwas mehr Punkte bekommen. Wurde jetzt nicht so im Detail aufgeschlüsselt, für wie, also in welcher Disziplin, welche Kämpfer wie viele Punkte bekommen haben, wer dann die einzelnen Disziplinen gewonnen hat, wie viele Punkte es überhaupt gab für die einzelnen Sachen und so. Das wird alles so ein bisschen im Dunkeln gehalten, ist eigentlich ein bisschen schade. Aber letztlich, ja, war es dann eben so, dass jeweils von Cobra Kai und Miyagi Karate ein Kämpfer im Finale war. Auch nur, weil zwischendurch der Miguel, der hat sich dann wieder so ein bisschen am Rücken verletzt und hat dann gesagt, nö, habe ich keinen Bock mehr drauf. Zumal er ja noch immer so ein bisschen das gebrochene Herz hatte. Wäre interessant gewesen, diesen Kampf zu sehen. Aber am Ende dann eben Hawk mit der Irokesenfrisur, der mittlerweile halt bei Miyagi trainiert hat, war dann eben im Endkampf. Gut, dann hat der gegen Robbie gekämpft und Robbie hat jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen, was auch immer, aber hat dann Hawk gewinnen lassen. Ja, kam, finde ich, auch jetzt so ein bisschen aus dem heiteren Himmel heraus. War irgendwie ein bisschen strange, muss ich sagen. Aber okay,
war halt so, hat dazu geführt, dass der Endkampf, der eigentlich schon seit mehreren Staffeln ausgetragen wurde, eben am Ende die Entscheidung bringen sollte. Und das war, glaube ich, auch genau der richtige Kampf für diese Entscheidung und für diesen Endkampf, nämlich zwischen Tori und Sam, also der Tochter von Daniel LaRusso. Der Kampf war auch mega spannend, war auf Messers Schneide und den hat dann Tori gewonnen für Cobra Kai. Das heißt, sehr hohl so eine Wette zu machen, aber okay, haben sie halt gemacht. Das heißt, in Zukunft soll Cobra Kai das einzige Karate-Studio in diesem Ort, in dieser Stadt sein. Und Eagle Fang Karate, also das von Johnny, und Miyagi Karate soll es nicht mehr geben. Die dürfen Schüler nicht mehr unterrichten. Gut, ob sie sich dran halten, sei mal dahingestellt, wir werden es sehen. Aber jedenfalls hat Cobra Kai gewonnen. Und man hat aber schon beim Kampf gesehen, da waren so ein, zwei relativ strittige Entscheidungen dabei. Ja, ich habe jetzt das irgendwie nicht darauf zurückgeführt, dass der Ringrichter irgendwie bestochen wurde. Ja, für mich war es irgendwie Bad Luck, ja. Wer kennt es nicht? Jeder, der Sport macht, hat das schon mal erlebt, dass irgendwie eine Fehlentscheidung passiert ist. Aber ich habe damals, oder als ich es jetzt am Samstag gesehen habe, schon irgendwie gedacht, ne, so richtig fair ist das jetzt aber auch nicht. Ja, weil eigentlich hätte die müssen irgendwie eine Verwarnung kriegen, Punktabzug, die Sam einen Punkt mehr und so weiter und so fort. Okay, sei es drum. Am Ende hat man dann aber gesehen, dass Tori Silver ja den Ringrichter bestochen hat, um quasi diesen Kampf zu gewinnen und auch das Turnier und dann damit eben auch die Wette. Wobei ich mir da halt eben auch dann gedacht habe, Junge, der hat so viel Geld, ja, warum nutzt er das Geld nicht schon vorher, um, keine Ahnung, gewisse Dinge zu erreichen? Sponsoring von diesem Karate-Turnier, irgendwie überall mehrere Dojos aufzumachen in der Stadt, ja, um quasi so durch die Masse Miyagi-Karate und Eagle Fang Karate so aus der Stadt herauszudrängen. Hätte er ja machen können, will er ja jetzt auch machen. Okay, sei es drum. Ähm, jedenfalls interessant wird es dann zu sehen sein, ob die Tori mit dieser Information noch irgendwas anfängt. Vielleicht Terry Silver unter Druck setzt. Vielleicht zu Daniel geht, ihm das sagt, damit er eben eine Ausrede hat, Miyagi Karate trotzdem fortzuführen. Wir werden sehen. Also es wird auf jeden Fall, finde ich, spannend zu sehen sein. Und dann kommen wir aber zur Schlussszene. Und die fand ich richtig merkwürdig, weil, also Daniel sitzt vorm Grab von Mr. Miyagi und schüttet dem quasi sein Herz aus. Ah ja, keine Ahnung, was soll ich denn machen? Und ich überlasse den auf keinen Fall es Valley mit Karate, das geht nicht. Die sind so böse. Da muss ich auf jeden Fall Kontra geben. Ja, das geht nicht anders. Egal, Wette hin oder her und so weiter und so fort. Und guckt den Grabstein an und dann Cut in die nächste Szene und da kommt von links Chosen, also ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Chosen Toguchi, ähm, quasi der Kontrahent von Daniel aus dem zweiten Film. Steht da, kommt 3 Schritte näher und plötzlich dreht sich Daniel rum und redet mit ihm weiter, als hätte er schon die ganze Zeit mit ihm geredet. Fand ich total merkwürdig, weil normal gucke ich halt die Leute an, mit denen ich rede. Und wo kommt der überhaupt her? Ja, ist der jetzt hergezaubert worden? Hat Daniel den angerufen? Ich meine, vermutlich werden wir es dann in der 5. Staffel aufgelöst bekommen. Aber so fand ich das irgendwie so ein bisschen merkwürdig und auch unpassend. Vor allem, weil ich jetzt nicht weiß, was man damit machen soll. Also die Idee scheint wohl zu sein, dass der Chosen dem Daniel hilft. Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, der war schon immer der bessere Karatekämpfer als Daniel und Daniel hatte im zweiten Kampf, im zweiten Film eher Glück beim Kämpfen. Aber unabhängig davon, die wollen sich jetzt zusammentun.
Wie soll das aussehen? Also soll das jetzt quasi die Ausrede aus der Wette sein, so nach dem Motto, ja, okay, ich unterrichte ja nicht mehr, aber er unterrichtet. Von daher ist das ja cool mit der Wette. Aber wie soll denn dann hier das Dojo heißen, in dem die kämpfen? Also ist das dann noch Miyagi-Karate? Und wenn nicht, dann ist es ja irgendwie auch wieder merkwürdig. Also eigentlich müsste es ja anders heißen, obwohl der natürlich auch von Miyagi Karate gelernt hat. Also eigentlich passt das dann zumindest vom Karate-Stil her schon einigermaßen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig. Gut, und selbst wenn die jetzt hier ihr Karate-Studio aufmachen und denen das beibringen und die dann richtig krass werden und alle weghauen, stellt sich mir noch immer die Frage, der Terry wird ja wohl nicht so dumm sein und sich nochmal auf so eine Wette einlassen. Also, was soll das jetzt quasi bringen, dass der da ist und quasi diese Miyagi-Karate-Geschichte fortgeführt wird? Gut, also ich finde es jetzt so insgesamt ein bisschen unlogisch, aber das soll ja auch mehr Appetit machen auf eine fünfte Staffel. Und die kann das ja dann auch alles auflösen und auch sinnvoll auflösen. Und ähm, von daher bin ich da gespannt. Und vielleicht war es ja so auch genau die richtige Herangehensweise, dass ich quasi sage, okay, ich werfe da so ein paar Brocken hin und dann meinen alle, hä, was geht denn da ab? Und am Ende ergibt es doch alles Sinn. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich nicht ewig lange auf die fünfte Staffel warten muss. Ich habe gelesen, dass wohl Richtung August soweit sein soll. Wäre richtig cool, weil ich gerne die nächste Staffel sehen würde. Gut, so viel zu Cobra Kai. Wie gesagt,